Wow, vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch, ICF Basel. Wow, was für ein schöner, heller, großer Raum. Altes Kraftwerk. Ich habe so spontan vorhin gesagt, so, was ist das alte Kraftwerk in der Bibel? Das ist der Heilige Geist, oder? Das ist das alte Kraftwerk, was immer wieder neu ist, oder? Neues Kraftwerk, ja, würde auch passen. Herzlichen Glückwunsch. Der Geist Gottes ist mit euch und bewegt alles. Dani, vielen Dank für du hast schon alles gesagt. Ich kann mich noch erinnern, ich bin immer noch da. Wir waren im Gundeli schon, oder? Wir waren in der alten Halle und jetzt sind wir hier. Detlef geht immer mit euch. Und Detlef ist immer bei euch. Nein, das ist Blödsinn. Der Herr ist immer mit euch, oder? Und der Herr ist immer bei euch. Und das stimmt. Und das ist so cool. Ich glaube, heute Morgen, ich weiß nicht, ganz ehrlich, Technikteam und Logistik, der eine oder andere oder die eine oder andere hat vielleicht heute Morgen gedacht so, oh no, was haben wir getan, oder? Warum sind wir nicht einfach geblieben in Ägypten, oder? Ich weiß nicht, ob das jetzt Ägypten ist und das hier das verheißene Land. Ist es das? Ja, ist es, oder? Um mal so im Wording zu bleiben, das ist ja unsere Staffel jetzt hier, Exodus. Und natürlich, das ging jetzt, es war viel Arbeit, aber jetzt letzten Sonntag noch in der alten Halle, oder? Und jetzt in der neuen, das ging relativ schnell. Ja? Israel hat ein bisschen länger gebraucht. 40 Jahre. Ja? 40 Jahre. Von alt nach neu. Und im Change Management sagt man so, okay, jede Veränderung macht etwas mit dir. Etwas Positives, ja? Aber es löst auch immer eine Krise aus. Ja? Veränderung ist immer auch Krise, ist immer auch, ich bin ernüchtert, schockiert und ich lasse etwas hinter mir. Es kommt auch eine gewisse Traurigkeit. Ja? So, ne? Ihr kennt das so, dass das Volk Israel in der Wüste dann sagt, lass uns doch zurückgehen nach Ägypten, da war es so schön, ja. Ja, aber was war so schön in Ägypten? Ich meine, ihr wart Sklaven, oder? Es war nicht schön, aber man glorifiziert dann so das Alte, ne? Und man ist ja dann vielleicht noch nicht im Neuen. Man ist vielleicht noch so im Zwischendrin, in diesem Zwischenland, in der Wüste. Und die kann mal kurz gehen und mal länger gehen. Und heute Morgen geht es um dieses Thema Wüstenzeiten, die Gott aber nutzt, um an unseren Herzen zu arbeiten. Diese Wüstenzeiten kennen wir auch in unserem Leben. Es sind oft keine einfachen Zeiten, es sind Zeiten der Veränderung. Im Change Management sagt man so, das ist so das Tal der Tränen, kommt irgendwann. Das Tal der Tränen. Da muss man so unten durch, ja, so unten durch. Denn es ist wirklich so, man hat das Alte verlassen, also A, man will nach B, aber man ist noch nicht in B, man ist so mittendrin, so als wenn man, zum Beispiel wenn du in Urlaub fährst, das ist jetzt so Change Management im Kleinen, ne? Du verlässt dein Zuhause, fährst los, Koffer sind gepackt und du bist ja noch nicht am Mittelmeer in Italien. Du bist ja noch unterwegs und dann kommt der Stau. Und der Stau, gefühlt 40 Jahre. Ja? 40 Kilometer, ja? Und dann stehst du mittendrin und denkst so, das Wasser geht aus, die Brote werden von der Hitze immer gekrümmter, ja? Und schmecken nicht mehr. Und dann stehst du da wie das Volk Israel mitten auf der Autobahn und bist im Nirgendwo und denkst nur an das Mittelmeer. Und du denkst vielleicht auch einen kleinen Moment, okay, wie viele Kilometer sind es bis nach Hause, vielleicht drehen wir einfach um, oder? Und das sind die Momente, mitten im Stau, da kommt das wahre Herz von Detlef raus. Das sage ich euch. Ja? Wenn du dann da stehst und denkst, so die ganzen Millionen Blödmänner, die vor dir stehen. Ne? So, und da kommt so das wahre Gesicht oder die wahren Emotionen. Und das ist genau der Zeitpunkt, wo Gott kommt und sagt so, siehst du Detlef, da müssen wir an deinem Herzen noch ein bisschen arbeiten, oder? Es ist gut, wenn wir das jetzt gerade hier machen, mitten im Stau. Damit du deine Ferien auch genießen kannst. Ja? So.
Ich möchte euch mit hineinnehmen in diese Geschichte Gottes. Diese Zwischenlandzeiten, diese Wüstenzeiten sind wirklich Zeiten, die wichtig sind. Wo es auch manchmal keine Abkürzung gibt. Und vor allen Dingen ist eins wichtig: Gott ist mit uns. Das ist wichtig. Bei Israel war es so, er ist ja Mose begegnet, schon in 2. Mose 3. Also, hallo, ich bin da, im brennenden Busch. Ich bin mit dir, ich werde mit euch sein. Ja, das war ein Versprechen. Und am Ende treffen sie sich dann in der Wüste am Sinai und bekommen die 10 Gebote und all das. Und Gott ist wieder da und sagt so, jetzt habe ich euch herausgeführt aus Ägypten. Jetzt habe ich euch gerettet. Also ich war da und ich bin immer noch da. Und ich bin auch in dieser ganzen Wüstenzeit, 40 Jahre bin ich mit euch. Übrigens, diese Wüstenzeit war ja nicht so lange geplant. Eigentlich war der Plan, dass Gott sein Volk rausführt und es schnell ins verheißene Land bringt. Und das hat er auch gemacht. Aber es hat nicht funktioniert. Sie stehen dann da und haben Angst vor dem Neuen. Haben Angst vor den Feinden. Warum haben sie Angst? Weil ihr Vertrauen zu Gott noch so klein war. Deswegen waren die Feinde so groß. Sie waren noch nicht ready dafür, fürs verheißene Land. Es gibt Situationen, wo der Plan Gottes nicht aufgeht. Eigentlich hat er einen guten Plan. Eigentlich hätte das viel schneller gehen sollen. Eigentlich hätten wir uns viele Bibelseiten sparen können. Ja? Aber das Volk wollte nicht. Ein paar Kundschafter wollten 2 von 12, so. Ja? Aber das war auch alles. Dann hat Gott gesagt, okay, nein, das üben wir nochmal. Ja? Das mit dem Gottvertrauen. Und wir üben das so richtig. 40 Jahre Übungszeit für das Volk Gottes, bis sie dann in das verheißene Land konnten. Und diese Übungszeiten sind wichtig auch für unser Leben. Diese Trainingszeiten sind wichtig. Auch für dein Leben. Und in der Wüste ist es manchmal so, selbst wenn du heute Morgen hier bist und sagst, weißt du was, eigentlich ist es so in meinem Leben, ich kann Gott gar nicht mehr vertrauen. Ich habe schon so viel Schweres erlebt, im letzten Jahr und auch davor. Irgendwie ist mein Gottesvertrauen weg oder zumindest auf Sparflamme. Ich sitze zwar noch hier, weil ja gut, ich gehe am Sonntag immer ins ICF, gehe auch in die neue Halle, okay. Aber wie ist das mit Gott? Vertraust du ihm wirklich von Herzen? Das ist gar nicht so einfach. Und ich möchte darüber sprechen, wie du neues Vertrauen gewinnen kannst. Ja, die Not lehrt manchmal beten. Und ich möchte dich herzlich einladen, dass du dich darauf einlässt, deine Not zu Gott zu bringen und neu zu vertrauen. Mein erster Gedanke ist der, dass ich sagen möchte, du kannst Gott vertrauen in schweren Zeiten, weil Gott da ist und gute Absichten hat. Das ist eine Grundüberzeugung. Wie komme ich darauf? Weil Gott das versprochen hat. Er sagt, ich bin da. Das ist mein Name. Jahwe ist mein Name. Ich bin da. Ich bin der Gott, der da ist. Und deswegen kannst du mir vertrauen. Und dann kann uns helfen zu schauen, hey, andere Menschen haben das auch schon erlebt, was ich erlebe. Diese Zeit von Wüste, von Leere, von Chaos, von Not, durch die ich gehen musste. Schon Abraham lesen wir in 1. Mose 22. Abraham war schon lange mit Gott unterwegs und dann heißt es plötzlich, und Gott prüfte den Glauben Abrahams. Und es kam wirklich eine krasse Prüfung. Er sollte seinen Sohn opfern, das, was er am liebsten hatte, den Sohn der Verheißung. Er prüfte den Glauben. Jakobus sagt mal, freu dich, wenn Gott dich prüft. Freu dich, mach Freudensprünge. Ja? So, und es ist aber nicht danach. Ja? Warum sollen wir uns freuen? Weil in dem Moment kommt heraus, wie groß dein Glaube ist oder wie groß er nicht ist. Wie klein er ist. Und was Gott noch tun kann in deinem Leben. Und er möchte so gerne, dass dein Vertrauen größer wird, tiefer wird. Auch Jesus wurde geprüft. Das heißt,
danach wurde Jesus vom alten Kraftwerk in die Wüste geführt. Nein, vom Heiligen Geist. Matthäus 4. Damit er versucht würde. Selbst Jesus in der Wüste, spannend, ne? Wüste, 40 Tage. Hat natürlich große Parallele auch zur Wüstenzeit von Israel. Darüber möchte ich heute nicht sprechen. Aber Jesus wurde geprüft. 40 Tage hat er gefastet und dann hat er diese Prüfung bestanden. Also willkommen im Club, wenn du das auch erlebst. Abraham wurde geprüft, Jesus wurde geprüft in der Wüste. Und in dem Moment kommt heraus, was in deinem Herzen ist. Übrigens, wir sprechen immer so, und das ist so ein kleines Nugget. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich war mal in der jordanischen Wüste. Da seht ihr mich gleich auf, ja, das bin ich, in jüngeren Jahren. Ne, es ist 2 Jahre her. Und im Hintergrund seht ihr, vermutlich war das die Oase Kadesh Barnea, in der das Volk Israel 38 Jahre von diesen 40 Jahren gelagert hat. Also die sind nicht 40 Jahre rumgereist, ja, sondern waren 38 Jahre, das lesen wir in der Tora, waren sie an einem Ort und sind dann von dort aus losgezogen. Wahrscheinlich war das da in diesem wunderschönen Tal und ich habe das in dem Moment ein bisschen gefeiert, weil ich dachte, okay, super, Gott, du hast auch immer wieder Oasen für mich in meinem Leben. Ja, diese 40 Jahre werden immer wieder, diese Wüstenzeiten werden immer wieder unterbrochen mit Signalen der Liebe von dir. Ich möchte mal diese Kapitel, um die es jetzt geht, hier im Buch Exodus mit euch durchgehen. Und ich habe in diesen Kapiteln 2. Buch Mose 15 bis 17 3 Tests gefunden. 3 Tests, die das Volk Gottes erlebt und die uns inspirieren können, wie wir mit diesen Situationen umgehen können. Und ich stelle dir diese Tests mal vor, denn Prüfung hat auch mit Tests zu tun. Und Gott testet unser Herz und vielleicht entdeckst du dich ja in dem einen oder anderen Test wieder. Der erste Test ist der 3-Tage-Test. Da lesen wir in 2. Mose 15, und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Der Stau ging ziemlich lange. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara, also der hieß es hinterher Mara, weil der so bitter war, das Wasser. Da murrte das Volk wider Mose. Nochmal, da murrte. Wisst ihr, was Murren ist? Komm, sagen wir mal, lass uns mal das Wort Murren sagen. Ja, zusammen. 2, 3. Murren. Das ist Murren. Ja. So in der Tonlage auch. So, ja. So, Mose, wo hast du uns hingeführt? Murrte das Volk. Ja. Wären wir doch besser in Ägypten geblieben. Jetzt haben wir kein Wasser. Und das Wasser, was wir haben, ist bitter. Murren nach 3 Tagen. Die wissen nicht, dass sie noch 40 Jahre vor sich haben. Murren nach 3 Tagen ist ein Problem. Ne? Aber so sind wir Menschen. Wir halten das ja kaum aus, schon einen Tag. Und in einer Zeit, wo du auf Knopfdruck mit Mausklick alles sofort bekommst, mal 3 Tage auf den Paketdienst warten, da gehen schon 3 Beschwerdemails raus. Ja? Und wenn der Typ dann kommt, ja danke, wurde aber auch Zeit. Ne? Murren. Ne? Murren ist das Gegenteil von Resilienz. Murren. Ja? Sich aufregen. Ah! Ja? Murren. Ich weiß nicht, wie du murrst, ja? Und dich aufregst. Und vor allen Dingen geht das immer so, es ist immer die anderen schuld. Ne? So, und dann irgendwann ist Gott auch schuld. 3 Tage Test. Das könnte etwas sein, mal 3 Tage durchzuhalten, mindestens. Ja, oder mal zu checken, bin ich überhaupt in der Lage, auf etwas zu warten, auch wenn es nicht sofort kommt in meinem Leben. 3 Tage.
Und dann heißt es, was sollen wir trinken? Und Mose schrie zum Herrn, betete zu ihm und er zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, das wurde süß und sie tranken etwas. Und dann kommt der Punkt, es heißt, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze? Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich will dich heilen. Also es gibt immer bei jedem Test ein Lernfeld. Nichts in der Wüste deines Lebens passiert zufällig, einfach nur so. Gott ist ja da. Und er geht ja mit dir. Und er hört dein Murren. Er hört es. Er findet es nicht so schön. Aber er hört es. Und er nimmt es ernst. Er sagt, ja, ich habe es gehört. Ich habe es gehört. Aber ich will, dass du dich selbst auch hörst. Ist das richtig so deine Reaktion? Nach 3 Tagen? Schau, wir haben noch ein langes Leben vor uns. Und irgendwann noch eine Ewigkeit. Lasst uns doch lernen, Gott zu vertrauen. Und Gott sagt schon, nach 3 Tagen sagt er, ich bin euer Arzt, ich bin euer Heiler, ich helfe euch. Tests dienen immer dazu, Neues von Gott zu lernen. Hallo, es geht darum, ins verheißene Land einzuziehen. Und hier nach 3 Tagen war das der Lernpunkt, Gott ist da, Gott lässt mich nicht hängen. Er führte sie zum Schluss nach Elim, heißt es hier, da waren 12 Wasserquellen. Das ist lustig, für jeden Stamm eine. Ne? Und auch noch 70 Palmbäume. Und sie lagerten dort am Wasser. Nochmal gut gegangen. Dann kommt der Manna-Test. Der Manna-Test, 2. Mose 16, lesen wir das? Es gab nichts zu futtern. Ja, erst kein Wasser, jetzt kein Brot. Und ich habe vor längerer Zeit schon mal hier im ICF Basel, das war noch in der alten Halle, darüber gesprochen, dass es darum ging, dass Gott seinem Volk zeigen wollte, hey, ihr lebt nicht nur vom Brot allein, ja, vom physischen Brot, sondern auch von Gottes Wort, vom himmlischen Brot. 2. Mose 16, Vers 4 heißt es, okay, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, oder? Das war ja das Wunder der Wüste, Manna. Vom Himmel kam es herunter. Und das Lernfeld war, Gott zu vertrauen, dass er nicht nur physisch uns versorgt und dafür dankbar zu sein, sondern auch geistlich. Und gerade in den Wüstenzeiten lernen wir, Gott wieder neu zu vertrauen und aufmerksamer die Bibel zu lesen. Ich sag mal so, ich habe letztes Jahr, das ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, wo ich eine Herzoperation hatte. Hier in Basel, Unispital. Und davor hatte ich Herzrhythmusstörung. Ärzte wussten nicht genau woher. Wahrscheinlich vielleicht durch eine Corona-Erkrankung ausgelöst, ich weiß es nicht, spielt auch keine Rolle. Aber diese Rhythmusstörungen waren heftig. Ich konnte nicht mehr schlafen nachts. Und irgendwann kam so ein Herzrasen auch dazu. Ich war schon in ärztlicher Betreuung, aber man hat nicht wirklich so den Punkt gefunden und gesagt, ja, das müssen wir uns genau anschauen und so, und war überall verkabelt und dann verschiedene Tests gemacht und so weiter. Und dann kam irgendwann Herzrasen und dann musste ich notfallmäßig, ich habe wirklich gedacht, ich sterbe. Das war also ein unglaublich unheimliches Gefühl. Ich hatte das schon mal gehabt, ich wusste, wie sich das anfühlt. Und es war so dramatisch. Und meine Frau hat dann gesagt, in welches Spital soll ich dich bringen? Ich so, bring mich ins Clara. Ja, da war ich im Clara. Und da war so ein deutscher Pfleger. Und der hat das richtig gut gemacht. Ja, das kriegen wir schon wieder hin, Herr Kühlein. Wow. Und dann ging so eine Geschichte los und ich habe Medikamente bekommen und ich wusste, es braucht so einen Eingriff am Herzen und so. Und dann bin ich ins Nachdenken gekommen. Wer ist mein Versorger?
Wer ist der mich wirklich trägt? Was ist das, was mich wirklich trägt? Ich kann euch sagen, das physische Brot war mir da nicht so wichtig. Manna war mir nicht wichtig. Gott wurde mir wichtig. Und Gott hat diesen Punkt genutzt, um mir zu zeigen, Detlef, diese Rhythmusstörung in deinem Herzen, und ich erzähle euch das jetzt einfach mal so, vielleicht ist es bei dir was ganz anderes, aber es ist für mich ein Bild gewesen. Er hat gesagt, Detlef, etwas in deinem Leben ist außer dem Rhythmus, ist nicht im Rhythmus. Du bist nicht mehr im Rhythmus Gottes. Hat auch was mit meinen Ruhezeiten zu tun, mit Sabbat. Es wurde plötzlich ein Riesenthema. Er sagt, Detlef, du musst wieder lernen, in meinem Rhythmus zu laufen. Sonst ist dein ganzes Leben aus dem Rhythmus und das spürst du im Herzen. Wow. Und dann habe ich angefangen, wieder mehr Bibel zu lesen. Ich sage dir in solchen Momenten, du liest die Bibel anders. In der Wüste deines Lebens, fang an, wieder Bibel zu lesen und Gott zu vertrauen und sagen, du bist da, jetzt hilf mir doch. Nicht nur medizinisch, sondern auch geistlich, dass mein Herz wieder richtig schlägt, oder? Das ist doch wichtig. Versteht ihr diese beiden Ebenen? Es hat immer diese beiden Ebenen. Und dann habe ich einen Typen kennengelernt, auf einer Israel-Reise vorher schon. Und das lief so parallel, diese Story. Die muss ich auch noch erzählen. Arzt, praktizierender Arzt in Basel, kam aus Deutschland. Ich nenne ihn jetzt mal einfach Stefan. Und wir treffen uns, Bethlehem, erster Abend, sitzen da zusammen. Das war noch vor dem 7. Oktober 23. War das noch gut möglich? Und er sagt zu Detlef, musst du was sagen, ich bin krank. Und ich werde sterben. In den nächsten Monaten. Ich so, what? Ja. Ich so, okay. Das ist heftig. Was hast du denn? Hat er mir erklärt und so. Der Arzt wollte mir gut erklären, was er hat. Und unheilbar und dann hat sich eine Freundschaft entwickelt. Er hatte den letzten Platz. Wir waren 90 Personen auf dieser Israel-Reise, den letzten Platz bekommen auf dieser Reise. Und irgendwann merkte ich so, der ist gar nicht so wirklich Christ. Wie ist der auf diese Reise gekommen? Wie hat der Asaf und mich kennengelernt? Ist egal, auf alle Fälle ist er mitgekommen. Und dann ging das weiter. Später rief er mich dann an und das war zu der Zeit, wo ich meine Herzrhythmusstörung hatte, rief er mich an und sagte, Detlef, jetzt geht's dem Ende zu, kannst du mich begleiten? Ich so, what? Ich so, ich habe Herzrhythmusstörung. Ich habe nicht so den Groove und den Rhythmus, jetzt eine Sterbebegleitung zu machen. Auch das noch. Dann kommt Gott mitten in deine Wüste rein und sagt so, oh, und jetzt, ich habe einen guten Job für dich. Ich habe gerade mit mir selbst zu tun und plötzlich habe ich gemerkt, und jetzt kommt der Punkt, Detlef, du Memme, du hast nur ein bisschen Herzklopfen. Das kriegen die Ärzte in Basel schon hin und sie haben es super hingekriegt. Aber Stefan wird sterben. Jetzt beweg dein Hintern. Jetzt heul nicht rum. Der braucht dich jetzt. Und dann bin ich hin. Der konnte schon nichts mehr essen, Magen, der hat schon Sonde gehabt und alles mögliche versucht. Dann haben wir Bußgespräch gehabt und da sagte mir Detlef, in Israel habe ich geschnallt, dass es Gott gibt. In Israel habe ich geschnallt. Ich bin nach Israel und habe gedacht, Gott hat mir diese Krankheit gegeben und mich gestraft damit, weil ich so viel Schuld in meinem Leben begangen habe. Und da war einiges. Das hat er mir alles gesagt. Und in Israel habe ich verstanden, Detlef, ich habe dir genau zugehört. Ich habe verstanden, das stimmt ja gar nicht. Gott liebt mich ja. Und Detlef, deswegen habe ich dich gebeten, dass wir jetzt hier das zusammen machen. Und auf meinem Sterbebett sollst du sitzen und mit mir das letzte Gebet sprechen. Und ich will zu diesem Gott. Ist das nicht krass? Und ich hatte immer noch Herzrhythmusstörung. Vor Freude. Und haben mit ihm da gesessen. Und es war so traurig. Aber ich habe dann eins realisiert. Dass ich weiß, Leute, und ich rede hier nicht über, ja, Gott kann jede Krankheit gebrauchen. Ich will keine Plattitüde jetzt rauslassen. Aber dieses Beispiel hat mir gezeigt, Detlef, hey, sei froh. Sei froh, dass Gott mit dir ist und deine Sachen in deinem Leben nutzt und schau mal, was Gott auch nutzen kann im Leben anderer, damit er größer wird und wir verstehen, wer er ist. Der letzte Test ist der Zweifeltest. Der Zweifeltest. 2. Mose 17. Er nannte den Orten Massa und Meriba, weil die Israeliten gehadert
Und weil sie den Herrn auf die Probe gestellt hatten und indem sie sprachen, ist der Herr nicht in unserer Mitte? Ist der Herr nicht in unserer Mitte? Du kommst immer wieder an Punkte. Es gibt manchmal so schwere Krisen, dass du sagst, Gott, also ich kann fast nicht mehr glauben, dass du da bist. Und meine Erfahrung ist die, dass, kann man das so sagen, je tiefer die Krise ist, desto tiefer kann neu dieses Gottesvertrauen entstehen. Desto tiefer kann eine Gotteserfahrung sein. Ich denke immer an Josef, der von seinen Brüdern verkauft, verraten wurde und der dann am Ende seines Lebens rückblickend sagt, ihr habt es böse gemeint und es war böse, aber Gott hat es gut gemeint. Versteht ihr? Dass du zurückschaust in deinem Leben und sagst, Gott, in diesen schweren Zeiten warst du da und das Ziel für mein Leben ist nicht die Krise. Das Ziel ist nicht die Wüste, sondern das Ziel ist das verheißene Land. Du kannst Gott in schweren Zeiten vertrauen, weil die Wüste nicht das Ziel ist, sondern das verheißene Land. Das ist das Ziel. Ich habe Anfang des Jahres, und damit möchte ich landen, zurückgeschaut auf mein Jahr 24. Und da ist ein Psalmwort, ich war in Betberg, das ist tatsächlich ein Ort, nicht weit von hier, der heißt Betberg, weil da schon über 1000 Jahre gebetet wird in diesem Ort. Zwischendurch waren ein paar Germanen, die haben auch gebetet, ihre germanischen Götter und so, aber wurde dann schnell von den Christen wieder abgelöst. Und jetzt heute steht da eine Kirche. Und da habe ich so Schweigetage verbracht und das mache ich so einmal im Jahr. Und um zu rekapitulieren, das ist etwas, was ich auch dir empfehlen möchte, dir Zeit zu nehmen, zurückzublicken. Und dann habe ich das Jahr 24 Revue passieren lassen. Und ein Vers aus Psalm 36 hat da im Mittelpunkt gestanden. Da heißt es, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Und Psalm 23, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben immer im Hause des Herrn, immer da. Ich kenne diese Verse. Aber jetzt habe ich sie angewendet auf mein Leben, rückblickend. Und wie gesagt, da waren schwere Sachen, da war Sterbebegleitung, Beerdigung, da waren tiefe Krisen, aber da war auch vieles Gute. Und was ich gemerkt habe, dieses so weit der Himmel ist. Ich bin ja gelaufen wie auf diesem Feld und die Wolke der Barmherzigkeit Gottes war über mir. Die ganze Zeit. Gott war immer mit mir und hat die Momente der Krise genutzt, um mir seine Größe, seine Barmherzigkeit zu zeigen. Und wenn ich weglaufen wollte, ist mir die Barmherzigkeit Gottes gefolgt und hat mich nicht losgelassen. Und das ist das, was ich dir wünsche, dass du heute, wenn du gerade in einer Wüste bist, und ich möchte jetzt für dich beten, dass du diese Barmherzigkeit und diese Güte Gottes spürst. Dass du diesen Vers, ich werde sie nochmal lesen jetzt im Gebet, nachbeten kannst und sagen, das ist die Wahrheit über meinem Leben. Ich bin nicht alleine in der Krise. Und wenn du zurückschaust, vielleicht auf die letzten Wochen und Monate, setz dich hin heute Nachmittag, nimm dir ein Buch und schreib auf, was hast du wirklich erlebt. Und an jedem Punkt, ich habe mir so einen Zeitstrahl gemacht, jeden Monat Ereignisse aufgeschrieben, 2024. Und gesagt, Gott, wo warst du? Und ich habe ihn entdeckt. Ich habe Gottes Barmherzigkeit entdeckt und seine Güte. Und es ist wichtig, dass wir die Wüstenzeiten nicht nur einfach hinter uns bringen irgendwie, sondern sie mit Gott erleben und gestalten. Ich möchte beten, dass du das erlebst und Gott neu vertrauen kannst. Vater im Himmel, danke für diese Zeit heute Morgen, für dein Change Management in unserem Leben. Danke, dass du Gutes mit uns im Sinn hast, dass du Gedanken der Hoffnung, der Zukunft, des Friedens mit uns als Kirche, aber auch mit uns persönlich hast. Und danke, dass wir die schweren Momente, die schweren Zeiten, die
schwierigen Tage, die Wüstenzeiten mit dir zusammen erleben dürfen, die Krisen mit dir zusammen erleben dürfen und sagen können, Gott, in all dem bist du da, du bist nicht ferne. Du sitzt nicht einfach auf deinem Thron und lächelst vielleicht noch und amüsierst dich, sondern du bist mit uns, alle Tage, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und es stimmt, was der Psalmist sagt in Psalm 36, Vers 6, Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist und deine Wahrheit und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Ich kann ihr nicht entfliehen, sie ist immer da. Und es stimmt, Gott, deine Barmherzigkeit wird mir folgen, mein Leben lang. Ich kann ihr nicht entrinnen. Und es ist gut, dass ich umhüllt bin und umsorgt bin von deiner Barmherzigkeit. Wir geben dir die Ehre. Amen.